Ik vreem me voor deze camps. En ik zei aan wo werden, hij heeft me dat meermaals verteld, wo een live hij voor de plotische mensen heeft. En ze hebben ook in Waiwa Mastension ook een plotische DTS, een plotische school, wo alles Bolivianos zijn, wat du krijgt de school gaan. En die waren je voor een paar weken hier bij ons en die zijn nu irgendwo in Paraguay en dan doen veel mensen evangeliseren. Terwijl we onze hang uitstrijken naar werden. In naam zijn. En dankzij Jezus voor weer in zijn leven. Ik dank je dat u hem hier gebracht hast, ook met zijn compañeros. We danken je dat hij nu te ons reden kon. En we danken je ook voor de campamentos, waar hij reden wordt. Mocht u zijn hart, zijn zuil vallen met die Jezus, dat hij evangelie kon. Zoals een ranende woord. Dat bid we in die naam Jezus. Amen. Amen. Marius, wie is het? Ja, mir hat einmal schon 3 Jahre gekommen. Für die, die mich nicht kennen, als sie wäre in Giesbrei, sie nicht mit Eduard verwohnt, Eduard auf meiner Hohe Seite. Wenn ihr meine Familie sein, dann würde ich weiter, warum ich eine Hohe habe. Von, als ich geboren wurde, dann hatte ich nicht mehr eine Möglichkeit, es von Hohe zu haben. Also, ja, als ich von Paraguay, als ich von La Plata, dicht bei La Plata, durch einen Darb abgewaschen. Als sie im Juli Feuerjahr befreit. Wir haben eine kleine Mejal, der ist Feuermonat und 2 Wege. Feuermonat und 2 Wege. Ans erste Chance, ans erste Mejal. So ist eine wunderbare Mejal. Von 2. Monat bis du mit der anderen Bett aufgehängt wurde. Von 2. Monat an hat er die ganze Nacht geschlafen. Der schlaft 8, 9 Stunden ohne Probleme. Wir brauchen schon mal arbeiten danach, wir gehen eine Klockchen schlafen, weil ich morgens ab, wenn wir zusammen arbeiten, dann weiter gehen. So ist ein Phänomen. Ich hatte nicht mitgebracht, wenn bei der Grenze die gleiche der Amerikaner nicht so manchmal, und dann meine Frau ist Amerikaner, und habe ich heute das und dort gelassen, aber jetzt wollte ich mit hier anbringen. Für mich ist es wirklich eine Ehe, dass ich hier bei Ihnen von der sein, dass ich hier bei Ihnen dort Wort bringen. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, dann voll einer sagt, wir kommen hier an, fühlt voll mit Tüssig. Das hier, wenn ich hier bei der Schweiz ist, der Apagas, bei der Carretera, bei der Polizei vielleicht nicht. Aber ich kann noch mit José reden, der hat eine Experience in Cabezas. Ich musste doch immer stolz mit warten, aber ich habe mir fair dabei, hat er nicht festgenommen. Aber jedes Mal, wenn ich hier ankomme, bei der Schweiz, ich voll mit so Tüssig. Und jetzt, ein Albert hockt beim Gasstation, habe ich noch niemals so getan, bist mal im Gasstation vor und du bist mal satt und vertalen. Wir sind im Gasstation, dann vertale ich nochmal drei Mensagen. Ich weiß nicht mal, wer das ist, jetzt wäre von Ihnen Frau für mich. Und seht mir, soll wir die Formulierte uns gebackt bringen? Und da haben wir gesagt, sind Formulierte, und habe ich noch niemals auch von hier, aber ich lege das so ja. Als wir ankommen, wir haben gerade Beatbrot und Knäuel, wie wir tun. Und wie heute, ich weiß nicht, heute, wo Jake uns eingeladen hat, ist der Restaurant. Palmar. Und von Anfang an voll wie uns die Fußballtisse. Und dort weiß so viel, du abhand, wer die sind und was die tun. Und einer voll sich einfach Fußball willkommen sehr läuft. Also mir hat einmal schon 3 Jahre gekommen. Und das ist ein großer Segen für mich jedes Mal, wenn ich von hier wegfahre. Ich nehme einmal mehr mit. Ich frage Gott, als Eduard mich früher sagt, ich rede, aber früher hat Gott, was ich von der reden soll, oder was ich von der sagen will. Und das Einzige, was mir immer war am Gedanken kam, was ich immer war holt, und dann wir vielleicht beten, dass wir, dass Gott uns anlädt, nicht ein normales Leben zu leben, ein anormales Leben zu leben. Und da hat mir gesagt, ja, aber der wollte das viel besser als ich. So viel von hier sind von, so die sind von Knie, wollte nicht vielleicht von der Knie weggehen oder was auch immer. Ich habe das viel besser als ich. Das ist von mir Haus. Ich kann einmal ein Haus fahren, mir was schon ist, was tun, ist was sagen. Aber ich folge einmal Wahrheit. Jedes Mal ich bete, dass ich Gott, ich werde dir was das redet. Und du merkst, dort ein Bett, da erklären, kann man auch ein Bett Mini-Geschichte vertalen. Du merkst ein Bett ein Verständnis haben, dass das wirklich ein so ein großer Teil von meinem Zeugnis ist. Und als ich ganz normal Platte abgewaschen, als ich eine ganze deutsche Familie abgewaschen, und mir ist das niemals so erscheint. Von klein ab, mir war bewusst, ich muss Sonntag in der Schule, Sonntagschule,
Manchmal sind wir zur Jugendstunde, Freitag, wann einmal Dienstag, wann einmal das wir. Und für mich wird das einmal so, ich muss du hängen, wenn die anderen sehen mich, ich muss du hängen, aber ich wollte nicht wirklich hängen. Dann als ich einmal 18, als ich 13 Jahre war, dann dachte ich mir so, nee, das sind die Ölen. Der Gott, wo du bist, wo du mir sagst, das ist ein Öler Gott, der ist so lang gewesen, der wollte noch so lang sein, der hat wahrscheinlich noch weniger Haar als ich, wenn er so Öl. Von dem, weil ich nicht wollte. Dann sagte ich mir an, und mein Bad, komme ich noch denken, ich sagte mir an, und ich bete. Ich sagte, Gott, ich will nicht von dir wollte, Amen. Heute vor hier bete. Heute hat auch viel Schluss für mich, da habe ich nur mein eigenes Leben leben. Dann fange ich an, mein eigenes Leben zu leben, ich dachte alle Sachen, wo ich nicht hören soll. Ich fange an zu trinken, ich fange an zu schmieden, ich fange an Drugs zu brauchen, Fiestas zu gehen, alles, was ich nicht hören soll. Aber ich bin an einem Punkt in meinem Leben heim, wo ich antworte, das bringt mich auch nicht. Das bringt mich nicht, wo ich wirklich will hinkommen. Und dann ging ich mit meinem Pastor, Raphael Fries, ich wollte ihn hier mitnehmen, hier, ich lernte ihm an alles, aber ich habe leider nicht Zeit. Jetzt haben wir hier kommen. Und dann sagt er ihm alles. Dann sagt er mir, du musst dein Leben Gott übergeben. Okay, dann will ich mein Leben mit Gott übergeben. Heute mal von hier, das Jahr, dann gebe ich mein Leben an Gott. Und dann stellst du Fan, dann war er drauf. Dann stellst du Fan, dann war er drauf. Dann habe ich gesagt, das kann aber auch nicht richtig sein. Und irgendwann komme ich dann so weit, ich will nicht jeder Detail verteilen, jeder Kleinigkeit verteilen, aber irgendwann komme ich so weit, dass ich meine Jüngerschaft mir steht. Und du hast meinen ersten Treffen mit dem Heiligen Geist. Keiner betet für mich, ich will allein hängen, ich will ein guter Deutsch, ich verstehe mich hängen, ich will nicht fair sein, in den Raum springen, wie alles in der komische Menschen, die springen, die singen, die tanzen, das Jahr, ich bin nicht von dir. Und dann stand ich ganz hängen. Dann war ich dann zwei Stunden da. Ich dachte mir so, ich sehe hier nur steht, ich habe $1000 getötet, um hier zu kommen, und mir dort hier nicht scheint. Ich soll das hier nicht richtig. Dann sage ich zu Gott, Gott, wenn das von dir ist, dann will ich dort. Wenn das nicht von dir ist, dann bring mir jetzt von der Hüse nach Paraguay. Aber wenn das von dir ist, dann will ich alles. Nicht bis 60, 70%, ich will 100%, was du hast, dort will ich von dir. Der Moment, wo ich dort sehe, wo ich Amen sehe, ich freue mich, dass wenn ich ein Gröden armer 4 neu, wenn das über mich idiot, und ich kann nicht mehr erfüllen. Meine Schneide die jäufer ab, mein Körper jäufer ab, ich voll das und sagst zu mir, aber ich fall nicht fertig, weil ich nicht hingehe, weil ich nicht sehe. So wie das, dann lache ich durch, und dann Typ geknattert. Na, der andere wissen nicht, was du willst. Wenn du nicht unbedingt eine Zeit, wo die für Menschen beten sind, dann schwimmt da einer an mir. Was ist mit dir? Ich wollte auch gut. Ich lachte und ich beflohen, ich hielt niemals. Und dann keiner wissen, was mir wie. Und dann einer von meinen Freunden, ich will mich mal abheben. Wissen nicht, was mir los ist. Dann hilft er mich ab. Und dann Leute mir Tag, dann war Kreis ist ein Zement, sagt, Bro, dann will ich auch nicht beflohen. Dann Leute mir du Tag. Dann gehen sie, die gehen alle in der Klasse, die gehen da, und ich lachte und ich beflohen, ich kann nicht abstehen. Das ganze dir ein paar Stunden. Jedes Mal, wenn ich abstunde, meine Schneide, wie das Pudding. Dann wird das sagt, ich mich an, ich lehne mich weiter in die Hand. Ich dachte mir, das habe ich noch niemals erlebt. Ich habe von das gelesen, Menschen haben mir gesagt, dass das was Beuset. Und dann habe ich das Salz in mir. Entweder das ein Beuser ist, der nicht schwindet, oder das ist von Gott. Oder wie eine Sache, hat ich voll, da wir Frieden. Und jedes Mal, wenn ich Gott früh höre, wenn ich sage, Gott, was ist das? Ich hielt nicht eine Stimme, ich voll bis seine Leute und sein viel in mir. Und dort dir dann ein paar Stunden, weil ich endlich mein Bett verholen konnte, ich sah mich durch. Und den ganzen Tag war voll, ich mir so, ich will echt wo jene Wand gerannt und ich bin ein 100% anderer Mensch. Und du fängst dort an. Das ist dann Lothar, rede ich mit meinem Staff, der halbe Stunde, ich sehe, was passiert, und die sagt, du bist vom Heiligen Geist getauft worden. Na, was ist dort? Ich kann bis die Taufe von, das ist so eine Bibelstelle, ich kann bis die Taufe von Johannes, ich kann bis die Futtertaufe. Nein, das ist was anderes, das ist die Taufe vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat sich 4 über die Ute geholt und du bist nicht getauft vom Heiligen Geist. Na, was heute nicht für euch an? Na, nu bist du gefallen beim Heiligen Geist, nu kostet es selbst die Sache drin, was der Heilige Geist oder was Jesus tut. Okay, glaub du noch gut ganz an. Ich dachte mir, okay, wenn er das sagt, dann wird das alles sein. Dann kommen wir zum Ende von den ersten 3 Monaten an fuhren wir in den Philippinen, wir haben den Missionsansatz. Wie wir in den Philippinen, bei einer Schule predigt wir. Dann habe ich alles vorher gepredigt, dann habe ich in Haus vor, eten vor. Wir Lord, wir machen eten vor. Dann werden wir rutschen. Du wirst vielleicht 3-mal so viele Menschen als hier von der sein, alles kennen. Und die sollen noch niemals einen witten Mensch ohne Heuer sein. Und dann sind die alle sehr um die Raum und du kannst die Menschen nicht bewegen. Und ich prüfte rüber gehen, ich war da ganz nervös. Ich dachte, guck mal, wie der mich hungert. Die kleine Kinder haben alle Waschscheiche, dass Jesus in die Jünger deuten, weil ich mal weich und eten vor. Dann kommt ein kleiner Junge mit.
Tog sie mir um ihre Schulter. Na, was für dich? Früher, kannst du für mich beten? Dann sagt ja, ich kann für dich beten. Was fehlt? Dann sagt er, ich kann meine Reise nicht hier. Die. Und ich glaube noch gar an, dass ich für ihn beten kann und der wird geheilt werden. Und dann dachte ich mir, naja, ich will dem kleinen Jungen hier nicht beleidigen, ich will ihm nicht näher sein. Das ist ein kleiner Junge, der wird in den Haus gehen und rohren, wenn ich hier nicht näher sei. Dann dachte ich mir, okay, ja, ich kann für die beten. Und dann hat weniger Glaube als sind, aber noch niemals Jesus sich handhaft. Aber ich würde von ihm beten. Ich lege meine Hand auf seine Schultern ab, Jesus, ich habe ihm seine Nummer vergessen, dann sage ich heute José. Jesus, die Nummer, José ist geheilt. Und dort hatte ich dort hier, das muss ich für Kranke beten. Na, ich dachte mir, du noch spät. Na, ich dachte mir, no, das was sogar noch passiert sein. Und was ich Amen sehe, 5 Sekunden später, was ich Amen sehe, dann fängt der kleine Junge mit Heile. Na, was hat ihm das gesagt? Typ gedreht, seht ihr jetzt, was er nicht gleich, sind mir so schlecht, oder sich verfehlt hat für mich, was ist mit diesem kleinen Jungen los? Na, früher, was ist? Er kann hier, sagte mir. Hier ich ihm an, nein, du kannst nicht hier, sagt ich ihm. Dann sagt der kleine Junge, ja, ich kann hier. Ich kann mein Reich mit hier. Nee, ich glaube dir auch, sagt ich ihm. Ja, sagt er, aber ich prüfe, sagt ich ihm. Hel den links uit, wo de geld hier kost. En ik wou weggaan en ik wou die ruipen. Dat de beste links uit gonst te hebben, dat best wat rechts uit is. En jij dan hier naar deze kant, zei van hier bij toe, en nog sluit. Zei, José, ja, ik kon niet hier. Dacht ik, geloof ik, José, voor het beste voor je. 10 zit, 12 jaar, wat immer. Geloof ik immer nog. Ja, nogmaals proeven. Blijf de stunde, zei hij, niet wieder weg. Ik ben hier, en José, ik kon niet hier. Verzette mich frisch. Dann fange ich an zu überlegen. Als dat mich in wirklich viel leben, warum wir sind kleiner Jungs, ich jetzt was denken, bis du mir mich was besser fühlen. Dann, okay, sag ich, das ist fan. Ich will selbst noch kurz sagen, was soll ich davon? Die fragt sich so, ja, die muss mich, was soll ich, dass heute wirklich geholt wird, und ich habe aber vor allem gebeten. Wir eigentlich normal als am Ohr war herum, dann wird das so herum. Und ich ging weiter, bevor der Mara hätte, der war all mir, bevor Mara hätte. Und an dem ganzen Tag her dachte ich darüber nur. Und ich bete darüber. Und da habe ich gesagt, wenn das von Gott ist, wenn Gott wirklich Sinn, größer, wunderbarer, stolzer, mancher Gott ist, warum denkt das nicht einmal? Warum ist das nicht mein Leben? Und von da an fangen wir an, eine Schule zu gehen. Viele Schulen in den Philippinen. Wir predigen das Evangelium rund 20.000, 30.000 Menschen. Und jedes Mal, wenn wir in der Schule wären, du wärst krank, ich dachte mir, was für den beten, wenn er hat du sein und das kann auch geheilt werden. Für jeden Mensch, was ich bete, wird geheilt. Und dass wir nicht, wenn ich ein guter Mensch sehe, nicht, dass ich das, was Gott getan hat, nein, ich bin ein Schlechter. Ich habe nichts Gott getan in meinem alten Leben. Aber was Gott tut, der fängt mich an zu heulen von das und der fängt mich an zu wiesen, das Leben mit dem Heiligen Geist, als ein Leben von Macht, als ein Leben von Kraft und als ein Leben von Autorität. Und der weiß mir dann, einmal, jeder da fragt, wer das kostet du Hand, jeder da, für dein ganzes Leben, das kostet du Leben. Für Kranke beten, Boise Jester uitdrijven, der Job weiter, du kostet alles doen. Und ich fange mich an zu verleugnen und das Evangelium predigen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen, was ich kennengelernt habe. Nicht ein Gott, was in der Feuer konnte, der sagt, was ich mein ganzes Leben gedacht habe, dass das und das ist Gott, du brauchst das alles vom Satan. Nee, das Gott, dem Bereich dein, der hat keine Dös, der hat keine Feuer konnte Dös, der hat keine Grenze. Das ist jeder da, hast du was nicht. Jeder da, hast du was anderes, was wir von ihm können haben. Wenn ihr die Bibel mit habt, ich weiß nicht, ob du jetzt vor noch oder was auch immer, aber ich will euch in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Das heißt, die sind das Licht für diese Welt. Das ist unmöglich, eine Stadt zu verstehen, der auf dem Berg liegt. Kein Mensch steigt eine Lampe an, bestellt dann unter einen Armer. Die Worte haben Lampenhülle gestellt, dat du für allem im Haus Licht ist. So laat ook jullie Licht für die Menschen schijnen. Dat zo jullie goede woordje zijn en jullie Vater im Himmel du verleuven. Das ist das, was Jesus uns sagt. Das versteht ihr nicht. Heilen, was ihr gebt. Jesus selbst sagt uns, wollen dem Heiligen Geist geben. Apostelgeschichte 1,8. Wollen dem Heiligen Geist geben. Wollte mir über ihn utgeben. Versteht das nicht. Braucht das. Das, was du machst.
De Heilige Geest is niet, du met wie gaan het. We schreeuwen dem Heilige Geest nu. Dan hängen wir dem thuis aan de wand aan. We doen een vreemde aan. We hebben een glas ver. En jedes Mal, wenn wir am Haus kommen, dann sagen wir, das mal du. Schau mal, wie schmeckt das Bild du an der Wand? Schau mal, hat der Geschmack abgehangen. Das halt frem, das kostet mich viel Geld. Das Glas hat einen Geschmack abgehangen. Schau mal, wie schmeckt das? Dann sagt der Mensch, das ist wirklich Geschmack. Dann gehe ich in das Leben. Nee, der Heilige Geist hat jeden dort. Der Jeft uns da, du mal wieder, keine wiedergeben. Der Heilige Geist ist nicht bis für uns. Als wir uns leben, Gott evaluieren, als wir uns bescheren, als wir uns toffe Leute, wie war die gefällt mit dem Heiligen Geist? Nicht, du mit wenig ein gemütliches Leben leben. Du mit wenig uns Handsaten und sagen, das ist mir Geschmack, das gibt mir eine Scheune, ich habe ein gutes Leben, ich habe eine gute Arbeitsstätte. Nee, das ist dort jeden dort. Das ist, wenn wir uns das Leben von der Jena anschauen. Nur wenn wir die Bibelgeschichte uns mal nur studieren und uns nur lesen, nur dem Jesus weich wird, die Sache, was der durchgemerkt hat, die Sache, was der leiden musste, dort wir nicht gemütlich verdienen. Jeder einer von Jesus seine Jünger, dem wird sehr schlecht behandelt. Und meist jeden einzelnen von denen wird umgebracht. Nicht bis durchgeschossen oder was, nein, dann wird in einen sehr grausamen Weg umgebracht. Das wenn du den wirst von der schon fragst, hey, Petrus, wie wir dort leben, nur dem Jesus weich wird, jengt ihr dort wir leicht, ne? Wenn ihr hört im Heiligen Geist, dort wir einfach nur alles, ne? Petrus wird die anschauen, wo sagt, was ist mit dir? Niemals. Da bin ich ein Tag, wie dort leicht, nicht ein Tag, wie dort einfach. Und bei jedem Tag, sah wie Gott sein Recht hier beirrt, wie sah der Kranke wurde geheilt, wie sah der Böse Gäste wurde uitgedreht, wie sah das Evangelium wurde gepredigt. Menschen lieben Gott kennen, Menschen lieben sich taufen. Das für den wir dort wird, dort den anbracht, in so einer dumme, grausame Weg, wenn die hören Gott kennen, wird persönlich wird, die hören Heiligen Geist kennen, wird mächtig wird, und den Heiligen Geist wird Kraft hat. Ich weiß, dass in 1. Korinther 2, Vers 9 gehen. 1. Korinther 2, Vers 9. Du sagst das so. Bei Jesus ist es geschrieben steht, wo kein Uhr gesäunen hat, und kein Uhr gehört hat, wo an kein Mensch gedacht hat Gott heute gemerkt für die am Geld sind. Das ist ein Versprechen von Gott. Das ist von Jesaja Arnold, hat Gott uns das versprochen. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, wie wurde Sachen dörren, wie wurde Sachen säunen, wo wir noch niemals euer gesäunen haben. 1 Jahr, wir haben 3 von unseren Arbeitern, die gehen Elado eten. Ich will ein bisschen Elado eten gehen. Und während du hockst, auf Elado warten, bis du bitte fertig und abgehst, ein Accident. Ein großer Boss, nehmen du ein Motorrad unja, ab dem Motorrad am Motor, du wirst früh, dann nehmen du ganz gleich unja. Derjenige ritt durch an, und der früh liegt du, ab mehr ab Weg. Der odem nicht, nichts. Der liegt durch ganz blädrig, vom Blatt im Kopf. Nichts, der darf nichts von sich. Der Mensch alle Raum, der wollte nicht, was passiert ist. Der schrie, oder das und ja, wo wir dürfen, ripp die Ambulanz und ripp die Polizei und das und ja. Und dann sah diese drei, das sind alle jene aus Eid, das sind 18, 19, 20, so was wird. Sagte, nee, wir müssen für die beten gehen, für diese Früh. Die gehen nicht früh. Und die fangen an, für die zu beten. Die Menschen den Raum, fangen an zu lachen und sagen, hey, lass ihn du Tag. Der Doktor ist mal kommen, der Doktor ist mal du weich nehmen, im Ambulanz dann, du musst im Krankenhaus vor. Die sagen, gut, du wieder. Und diese, meine Freunde, unsere Freunde, die fangen bis an Lieder zu beten, die fangen an in Zunge zu beten, Lieder, mit mehr Kraft, mit mehr Autorität. Und während die beten, während die anderen Menschen den Raum schreien, einmal hastig, boom, fängt die früh an zu atmen. Boom, weit ab, checkt den an und fängt an zu atmen. Der Moment, wo das passiert, jeder Mensch, wo du ran wird, der sieht nichts mehr. Da wird ganz still. Die Polizei und alle sagen, komm hier um diese Früh. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dann nehmen wir die Früh mit im Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie weiß nicht, was mit den Leuten passiert ist, aber eins wollte ich ganz nah. Die beten für die Früh und die Früh weit vom Döden ab. Das sind Sachen, die wir können tun. Das sind Sachen, die wir haben, wenn wir mit Gott leben, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben. Das sind nicht bis Geschichte vom Neuen Testament. Das sind nicht bis Geschichte, was Jesus getan hat. Nein, das sind Sachen, die wir können haben. Wenn der selbst Heilige Geist, wo in Jesus lebt, der selbst Heilige Geist, wo Jesus vom Döden abweicht, der lebt in uns. Dankeschön.
Und das ist dieselbe Kraft, die wir von der schon da haben. Aber so viel, denken wir uns an, nee, wir haben die Hukumeros, wir haben diese Missionare in Paraguay, in Afrika, in Bolivien, wir haben Edward und Heidi, wir haben Jake und Anna, die haben all diese büttergewöhnliche Sachen drin. Ich wurde für den Bede, ich wurde in unserer Stadt, das ist so ja Geld, wir brauchen dort. Wir brauchen Menschen, die dort drin. Aber zur selben Zeit, jeder von uns hat dieselbe Anleitung, das zu tun. Francis Rede war das jetzt so ein bisschen bei der Jugendstunde. Der redet davon, wie Mose aus Gott zum ersten Mal seine Jehen wird, weil die Israeliten wiesen. Der lud nicht bis Moses an vom Buch abkommen, der lud ganz Israel an. Und er sagt, ich kann alle abkommen, und meine Jehen werden, ich kann alle mit mir reden. Und der Volk Israel sagt, nee, wir haben Angst für die, wir wollen Luther und Moses dort. Wir wollen nicht selbst zu Bande sein, wenn wir haben Angst, wir wollen sterben. Und es steht wieder, von dann an wieder, wir haben eine Person, die mit Gott redet. Da wir eine Person, die du wir, die jedes Mal in der wo Gottes Namen der redet mit Gott, da wir Moses. Aber von Anfang an, der Plan von Gott wird, dass jede Person du kann gehen, oder die können du am Bauch nachgehen, in der wo Gottes sein. Und das von der schon nach dort aus. So viel versteht wir uns, haben ja die Salbung, haben ja die Gabe von dem Nächsten. Zum Beispiel, Francis und Jose haben 10-mal besser singen als ich. Und ich würde ein 10-mal hier auf dem Stage flotten als ich zum Singen. Aber dort heute nicht, dort ich nicht wo anbeten. Das wenn die singen, ich würde ohne singen, vielleicht kreuz die Lieder, aber lange nicht so schön. Aber ich würde singen, ich würde anbeten. Ich würde meine Anbetung zu Gott als nicht von Francis und Jose aufhängig. Das ist meine persönliche Anbetung zu Gott. Das hat denen nichts mehr zu tun. Die lehren dort an, die lehren mich bei der Stadt, wo ich da komme. Aber das ist meine Verantwortung, dass ich diesen Gott anbete, dass ich diesen Gott sehe. Wir haben eine sehr bekannte Geschichte. Matthäus 14, 28 bis 31. Und je will ich hier aufmerken, wenn ich hier bist, mit mir mitgehen. Aber das ist, wo Jesus auf dem Wutter geht. Und der gehen ja Säune an. Und Petrus sitzt Jesus und sagt, wenn du doch bist, dann kann ich auch gut am Wutter abgehen, ich kann auch am Wutter gehen. Und Jesus sagt, ja, ich sehe das. Petrus geht im Bild rein und fängt an, auf dem Wutter zu gehen. Alle anderen gehen am Bild sagen, Petrus, der am Wutter, schau mal, der am Wutter, Kreuz ist Jesus. Das und Jan. So viel geschickt, wie bist du ab, wie Petrus umgehen. Der hat nicht geglaubt. Die müssen verstehen, Petrus wird der Einzige von den 12, der im Bild reinkriegt, und am Wutter anfängt zu gehen. Du wirst kein anderer von den anderen, was das tut. Du wirst best Petrus. Du wirst der Einzige, der so viel Glauben hat, dass der sieht, wenn Jesus da kann lernen, dann kann ich das lernen. Dann kann ich am Wutter gehen. Und das was passiert. Er fängt an am Wutter zu gehen. Aber wir nicht best, wenn ich will bis mal am Wutter gehen, oder schien zu leicht, aber bis mal lernen. Nein, die müssen eine Entscheidung treffen. Der sagt, Jesus am Wutter gehen. Dann denkt er sich, okay, wenn Jesus kann am Wutter gehen, dann kann ich am Wutter gehen. Okay, dort heute, hier im März von diesem Sturm, dort heute, ich muss im Bild gehen. Wenn das nicht passiert, dann sterbe ich. Aber ich muss diesen Schritt nehmen von Glauben, im Bild gehen und am Wutter gehen. Das ist diesen Schritt von Glauben, was Petrus du nimmst, da wir nicht schlecht für den. Das heißt, wie Moses, als du dort mehr aufmerkst mit seinem Stock, du musst einmal was tun, du merkst, das passiert nicht von sich selbst. Das wenn du weißt, der Kranke geholt wurde, dass Beise jetzt da ausgedreht wurde, dass der Dörde abweicht, dann heute, du da was mal zu tun. Das heißt, wenn dort ein Begräbnis ist, du kannst nicht bis von hier, Jesus in Nummer, da kann so leicht passieren, dass er dann abweicht, weil du verstehst sich hier in Jesus in Nummer, weicht ihm ab. Hol die anderen dort, der auf Kopf will, hol dem. Aber ich will nicht mit dem reden gehen, ich wollte mich utlachen mit einmal. Nee, dort heute, dass die dort in Dörn ist, was die sagen, was die denken, was sie utlachen, die sagen, okay, wenn ich die Kraft habe, von dem selben Heiligen Jesus, was Jesus vom Dörren abgeweiht hat, dann heute einmal dort hingehen für den Beten, dann wurde die Sache passieren. Und für denken wir uns, na, das ist nicht für mich. Ich habe nichts mit. Als der mir Leute zu sagen, aber für dein Leben Gott über ist, dann fängst du automatisch an, was du mit zu lernen. Das ist der Moment, wo du Jesus jetzt zu Gott, wo du dich bekehrst, dann wirst du ein Missionar. Ich sehe nicht der einzige Missionar hier, Jose und Francis. Nee, wir sind alle Missionare. Von dem Tag an, wo du dich bekehrst, wirst du ein Missionar. Mit einer Mission, du mit jeder Mensch Gott kennenlernen. Du mit jeder Mensch kann mit Gott gehen. Mit jeder Mensch kann diese Leute fühlen, was Jesus uns im Kreuz weiß. Und das, was er von dir schon da für uns hat. Wir können nicht zufrieden sein, aber wir fehlt ja Söhne haben. Wir können nicht zufrieden sein,
wo wir erlebt haben mit Gott, mit Jesus und uns Glauben, jeder Tag mal wie frisch wird nie jetzt sehe ich von ihm. Das ist die Offenbarung von 5 Jahren, der halbt mich, aber das ist nicht das Einzige, was Gott für mich das Jahr hat. Da wird er mir 5 Jahre sehen, was ich tun soll, da schau 5 Jahre soll er finden, ich tue das, aber das Jahr hat er was nie für mich. Und dort nie, maar ich nehmen, ich muss das tun. Das ist so erlebt, wenn wir was Gutes mit Gott erlebt haben, und ich selbst habe mich dort dort gesehen, wenn ich mit Gott erlebt habe, dann denke ich mir so, okay, das wird nur alles, mehr ist das ja nicht von Gott, nu bin ich zufrieden. Nu wo ich mich handsate, wo ich alle Menschen die Geschichte vertellen, aber mehr ist das, weil ich nicht sehe. Dann wo ich gemütlich. Und Gott lädt uns von diesem Tag an, ein angemütliches Leben für ihn zu leben. Ein Leben, wo wir nicht zufrieden sind, mit wo wir sind. Ein Leben, wo wir immer waren, wo kann ich nachdenken, wo kann ich mein Leben noch ändern. Wo kann ich tun, du mit den Menschen sein, dass ich an diesen Märchen und wunderbaren Gott glaube. Wo kann ich mein Leben verändern? Das ist, was immer wir in unserer Zeit mit Gott sein, was immer wir tun in unserer Zeit mit Gott, das ist, was die Menschen von bitte in uns Leben wollen sein. Wenn wir danach im Thron, firm Thron sind, für Gott, dass wir dort in Hebräer 4, 15 bis 16 lesen, oder wir nicht in dem Thron gehen, wir können in dem Sinne sagen, sein, wenn wir danach durch Beine sind, und wir checken immer dem Sinne gesagt an, und danach sehen wir, was wir in Offenbarung 4 lesen, herrlich, 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 würdig, 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 herrlich, herrlich, herrlich. 24/7, Tag und Nacht. Wir dürfen dort selbst sagen, ich verspreche dir, dass die Tekens, wo eine Bitte haben, wo dort wiesen, was du in deiner Zeit mit Gott hast. Wenn du Tag und Nacht für Gott seine Freude setzt und nicht andere weißt, was seine Jehen wird, diese Tekens und Wunder, wo die nur fallen. Und die, die glauben, diese Tekens und Wunder, wo die nur fallen. Das ist, was Gott für uns hat. Und von der aus morgen ist eine folgende Einladung von Gott für uns. Für jeden Einzelnen von uns. Und wir wollen für Menschen beten von dir. Wenn ich weiß, wer dort ist, wenn du auf einer Stadt bist, wo du nicht mehr weißt, wie du kannst Pferde kommen, du fühlst dich hier angefroren, ich habe diesen großen Garten in der Dörse gestellt, ich weiß nicht, was ich nachdenken soll, und du weißt, ob es hier ist. Du weißt hier, was Ort sein, du weißt, diese große Sache sein, du weißt, diese wunderschönen Täten sein. Aber du weißt nicht, wer. Du fühlst diese Faszinum in die Salz, in die inneren Gedanken, in die Furcht für die Menschen. Wir wollen von dir für beten, dass wir können Tränen in diese Stadt kommen, wo wir firm Tränen sitzen, wo wir Tag und Nacht sagen, herrlich, 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 würdig, würdig, würdig. Du bist schöner, das ist uns Gott. Du bist schöner, so mächtig, aus uns Gott. Du bist schöner, was die Sache so dürfen kann, aus uns Gott. Ich verspreche dir, wenn du dein christliches Leben ohne dem Heiligen Jesus lebst, du wirst dort nicht handkriegen. Wir brauchen dort viel vom Heiligen Jesus. Wir können im Glauben gehen. Wir brauchen dort viel vom Heiligen Jesus. Wir können im Glauben wachsen. Wir brauchen dort viel vom Heiligen Jesus. Wir können die Kranken heilen, die Dörte abweichen, die Böse Jesus uittreiben, das Evangelium predigen, Familien terugbrengen, die versteht sind. Wir können dort nicht allein. Du allein wirst meid worden, du wirst die Eure. Wir brauchen dort viel vom Heiligen Jesus. Nichts anderes, was die dort geben können, und kein anderes, was die dort geben können. Und das, was ich von dir beten will. Dass jeder von uns, von der aus morgens, von hier war ich jetzt, gefällt mit dem Heiligen Jesus. Und dass wir rausgehen können und sagen, ich will diese Sache sein, aber du musst die sein kommen, muss ich die tun. Und wie von hier rausgehen, wenn du in ein Haus fährst, wenn du in ein Krank gehst, mit dem Säune, oder tust in der Familie, vielleicht du wärst krank, oder vielleicht bist du selbst krank. Von der ist der Tag, wo sich dort ändert. Von der ist der Tag, wo du Heilung hast für dich. Von der ist der Tag, wo du dort viel vom Heiligen Jesus hast für dich. So viel kann Menschen mir sagen, du bist ein Deutscher. Du sollst nicht von dort viel vom Heiligen Jesus reden. Du sollst von anderen reden. Und ich denke mir so, nee, dort viel vom Heiligen Jesus ist nicht bis für die Pentekostales.
Dat viel vom Heiligen Geist erst nicht bis für die 12 Apostel. Nee, Apostelgeschichte 2 Feuer. Das ist für uns allen. Wo wir in Apostelgeschichte 2 Feuer sahen, das ist für uns allen, von der schon da. In dem einzigen Weg, wenn du wahrscheinlich ein gefälltes Leben mit Gott führen, als wenn du das annimmst. Wenn du annimmst, dass du das viel von dem Heiligen Geist brauchst. Wenn du das annimmst, dass du ein angemietetes Leben, ein übernatürliches Leben für Gott leben musst. Wenn wir nicht, dann sind wir hier und wir warten bis wir im Himmel sind. Jesus starb nicht im Kreuz, damit wir bis im Himmel kommen. Jesus starb im Kreuz, damit wir, wenn wir nicht gerat sind, der arme Menschen dort wiederbringen können, der arme Menschen dort kennenlernen können. Jesus starb nicht im Kreuz, damit ich mit uns ansetzen und gemütlich sein und sagen, das Leben jetzt erscheint aus dem Kreuz, das ist leicht. Während du bitte Menschen sind, die leiden, was Gott nicht kann, was Evangelium nicht kann. Hier in Bolivien, du sind Menschen, die Gott nicht kann. Ich verspreche dir, du sind Menschen, die Gott nicht persönlich kann. So ja viel, Millionen, Millionen. Und das ist unsere Verantwortung, du musst sich das verändern, von dir. Und von dir an muss sich das viel vom Heiligen Geist durch uns Leben in ganz Bolivien, in der ganzen Welt verbreiten, vermehren. Wenn bis es dort, wo wir die Menschen erreichen können. Und wir wollen für ihn beten. Ich glaube, es ist ein Gebetsteam, ne? Also das Gebetsteam kann vorher kommen. Francis José também. Wir wollen für ihn beten. Und wir essen dann, was du brauchst. Als du Heilung brauchst, als du eine Taufe von dem Heiligen Geist brauchst, als du dort viel frisch ansteigen musst vom Heiligen Geist, dass du einfach bist, was trägen, das ist der erste Leib, dass du einfach bist, was trägen, wo du mal das viel fällst. Aus dein Leben, was zum ersten Mal Gott übergeben. Aber ich von dir anladen, dass du nicht von hier wachst, ohne dass du dort getan hast. Der Heilige Geist hat was für dich, für jeden Einzelnen von hier, hat er was.